In unserem Winterjournal fehlen noch gewisse Sachen. Und zwar hätten wir hier doch noch ein Buchzeichen reinstecken, so ein ganz langes. Dann haben wir hier noch ein Täschchen, wo ein Kärtchen reinkommt. Hier haben wir ein Täschchen, wo ein Kärtchen reinkommt. So. Und dann haben wir hier natürlich noch 2 grosse Taschen, wo man auch noch irgendetwas reinwascheln könnte. Wahrscheinlich schaffe ich heute nicht gerade ganz alles, aber wir werden mal schauen, wie weit wir können. Und den Rest den zeige ich euch dann einfach später noch. Also ich habe mir da noch so ein bisschen Papier parat gemacht. Und zwar von dem blauen Papier, hier, von dem, das ich hier als Hintergrund genommen habe, habe ich nur noch ganz wenig. Da kann man nicht mehr so wahnsinnig viel damit machen. Also hier noch so ein Restchen. Ich habe aber noch das ist auch mit der gleichen Aquarellfarbe, mit dieser glitzerigen. Das sieht ein bisschen so aus. Ist zwar nicht ganz das gleiche Blau, das ich hier genommen habe. Aber ich finde, es passt doch schon recht gut dazu, auch mit dem, es ist so ein bisschen violett, gräulich, rosa, so. Finde ich, passt noch recht gut. Und dann haben wir hier noch irgendwas, und da haben wir noch irgendwas, und da hat es nochmal die gleichen Bildchen. Und dann natürlich noch kaffeegefärbtes Papier. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was man aus dem alles noch könnte zaubern für da drin. Hallo zusammen, schön sind ihr hier bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne und ich sage jetzt mal, wir fangen einfach an. Ich habe gedacht, ich würde als allererstes das Buchzeichen machen. Und das möchte ich gerade wirklich so hoch machen, dass das ja, wirklich gerade sehr gross ist. Dass das dann auch nicht drinnen irgendwie verschwindet plötzlich. Und dass, wenn man jetzt das hier rein tun, dass das einfach gerade so ganz schön da reinpasst. So, für das brauche ich ein bisschen noch dickeres Papier. Das ist nur so gefärbtes Kopierpapier. Und ich habe gedacht, ich nehme eben gerade von dem. Und klebe da noch irgendwas ein bisschen drauf. Zuerst müssen wir sie mal zuschneiden. Zuschneiden, so dass es auch sicher ganz gemütlich und einfach da reinpasst. Etwa so. Und dann vielleicht etwa so. Seht ihr etwas? Natürlich nicht. Basteln wieder da irgendwo komplett am Rand. So, irgend sowas. So, das hier haben wir eben auch noch. Das könnte dann noch etwas werden für das Buchzeichen. Genau. So. Da haben wir die Farbe. Jetzt könnte man doch auf einer Seite so einen Streifen drauf kleben. Und auf der anderen Seite so einen Streifen. Schauen. Da würde das vielleicht noch gut aussehen. Komm. So, aber der Wolf wäre noch schön gewesen. Gut, den Wolf, den haben wir jetzt schon so manchmal. Oh, vielleicht auch nur so. So. So, schau mal, ich finde das noch recht hübsch. Und auf dieser Seite möchte ich gerne gleich gross wie das.
Und dann noch ein Bildchen drauf. So. Ja. Mhm. Genau. Und jetzt könnte ich hier noch irgend so ein hübsches, das Rähli wäre jetzt noch schön da drauf. Schon ein bisschen breit, müssen wir ein bisschen schmaler machen. Ja, schneiden wir das mal aus. Ja, zwar. Ist gut von der Breite. Ja, ich glaube, es ist gut. Jetzt würde ich gerne noch die Ecken abrunden. So. Hä? Was ist das? Was soll das? Wieso geht das jetzt nicht? Was zum Henker? Also ehrlich. Da muss man wirklich immer ganz gut aufpassen, dass man das ganz genau drin hat. Irgendwie verhakt das manchmal ein bisschen. Ganz gespässig. Ich glaube, ich nehme hier ein bisschen einen grösseren. So, genau. Das ist schön. So, dann wird jetzt alles noch geinkt. Wieder mit dem Blau und gleichen, wie wir bei dem hier die ganzen Kanten gemacht haben. Dann nehme ich jetzt hier, glaube ich, den Stiftleim. Ich habe das Gefühl, das reicht ganz gut. So, das kommt hier drauf. So. Möglichst gerade und möglichst in der Mitte. Das heisst, am liebsten
ein bisschen weiter oben wieder unten, dass es nicht aussieht, als würde es zum Bild ausgehen. Das ist jetzt, glaube ich, aber recht in der Mitte gekommen. Gut, schauen wir, dass das hier auch so passiert. So, glaube ich. Ja. Ich habe das Gefühl, das kann man so geben. So. Und dann kommt da noch das Hirschli drauf. Würde es dem noch gut tun, da noch etwas anderes drauf zu haben, aber vielleicht sogar, schau mal. So. Oh ja. Ja. Genau, also etwa wie machen wir? Etwa so. So, das hat mich jetzt gerade ein bisschen fad gedacht. Und ich habe mir jetzt gerade mein Lineal wunderschön in Leim. Naja. So, mal schauen, ob ich das kann runden hier, das Zettel. Das wird ein bisschen komisch. Ich muss das von Hand machen. So. Noch ein bisschen weiter rauf. Oh nein, Inke. Oh, ehrlich. Wieder das Thema, gell? So. Hoffentlich schmiere ich mir jetzt da nicht den ganzen Leim an mein Wärtchen. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen. Gut, ist ja auch wasserlöslich. Könnte man allenfalls auch noch auswaschen. So, ist so gut? Ich glaube schon. Oh ja, das sieht hübsch aus da. Wir sind natürlich jetzt gerade verschmiert. Und jetzt ein Rähli drauf. So. Gut. Ja, das gefällt mir. Ja. Es ist ein bisschen zu fad. Es ist ein bisschen zu fad. Hätte man noch irgendwas mehr machen können? Ich weiß es gerade nicht. Irgendein Räuscheli oder ein Blümchen oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber wir brauchen auf jeden Fall oben noch ein Loch.
So. Gut. Vielleicht müssen wir mal schauen, ob es überhaupt reinpasst. Aber ja, bestimmt, bestimmt. So. Eigentlich hätte man da oben sollen noch so ein Daumenloch reinstanzen, weil das ein bisschen mühsam ist zum Auseinandernehmen. So, der verschwindet natürlich komplett. Oder auch fast. So, vielleicht sollte man gleich ein Bändchen dran tun. Ich habe eigentlich zuerst gedacht, ich will keins. Ja, ich weiss es noch nicht. Ich weiss es noch nicht. Ist das ein bisschen doof. Wenn ich ihn ganz reinstecke, kann ich ihn nie mehr rausnehmen. Aber so finde ich ein bisschen besser. Oh, mit einem Bändchen gefällt es mir nicht so gut, wenn da oben so ein Bändchen rauskommt. Ich lasse jetzt mal so. Jetzt könnten wir noch schnell ein kleines Kärtchen machen. Ein Kärtchen für da. Das würde ich eigentlich jetzt gerne noch machen. Ein Kärtchen. So mit sowas da auf einer Seite. So. Eine Seite so. Und eine Seite könnte man ein Täschchen aufs Kärtchen machen. Und das. Noch ein bisschen grösser. Machen wir es ein bisschen grösser. Machen wir es so. Zack. Und zack. So. Das da habe ich aber eigentlich noch recht schön gefunden. So. Halt so natürlich. Da möchte ich auch noch gerne die Ecke runden. Das mache ich jetzt so mit dem ganz grossen. Das ist auch schon wieder krumm. Wieso kann ich das nicht? Kann ich das nicht oder kann das mein Eckenrunder nicht? Ich kann doch das nicht so krumm reinheben. Das ist gut. Oh, ich weiß es auch nicht. Das Teil nervt mich irgendwie. So. So. Da kann man dann noch die Ecke dran. Und zwar mit 5 mm. Ich weiß es doch auch nicht. Nein, schau mal. Das ist grässlich. Es wird immer schlimmer. Es wird schöner, wenn ich es von Hand mache. Keine Ahnung, was mit dem Teil nicht stimmt. So, gut, dann kommt das hier drauf.
So. Gut. Oh ja, ich glaube, das ist eine ganz schöne Karte. Jetzt möchte ich gerne hier ein Kärtchen machen, ein kleines Kärtchen, aus dem, wo wir hier noch reinstecken können. Dann brauchen wir hier ein Täschchen. Und das können wir ja eigentlich aus dem machen. So. Ich probiere es nochmal mit dem Grossen. Nein, einfach auch wieder nicht. Wenn es nur ein ganz kleines, munziges bisschen verschoben ist, dann tut es schon gerade krumm abhacken. Also ich glaube, ich kann den entsorgen. Dann nützt es mir nichts, wenn ich jedes Mal gleich wieder nachschneiden muss. So. Jetzt, wo ist oben und unten? So, glaube ich. So, dann kommt das hier drauf. Für das nehme ich natürlich den Tacky Glue. So, da fludert es, denke ich, aus. Oh, nicht zu viel. Sehr schön. Und jetzt daraus noch eine Karte zuschneiden. So, und dann soll die etwa bis hier raufkommen. So. Genau. Komm, ich gebe ihm noch eine Chance. Ich gebe ihm noch eine. Und ich tue mir ganz fest Mühe geben. Also er schneidet auch nicht so wahnsinnig super. Er tut das schon ein bisschen zuseln. Dunkelt es mir hier an gewissen Stellen. Und da vorne, da möchten wir doch jetzt schon noch irgendetwas. So, und das da drin. Irgendwas. Oh, da hat es noch so coole. Da haben wir jetzt gerade Leim drauf geschmiert. Bravo, auf die Eule. Sorry, Euli. Das Runde da, das mit dem Wolf, das wäre doch jetzt schön. Das ist jetzt zwar von der Farbe her gerade so violett. Oder lieber das. Nein, das ist ein bisschen langweilig, der Wolf. Oder ich könnte natürlich auch den. Nein, ich will rund. Aber für das muss man natürlich rund ausschneiden. Fällt das auf? Dass das hier eine Delle hat? Nicht, wenn es da drin steckt, oder? So. Vielleicht könnte man da gleich noch irgendetwas hinten dran.
Irgend sowas da. Und so. Und so. Ja, ich glaube. Komm, das machen wir. Es sollte schon so gross sein, dass das Platz hat. So. Und von der Höhe her. So, dass man schon noch ein bisschen etwas sieht vom blauen Papier. Für etwas haben wir es schliesslich noch. Ein bisschen Hintergrund für unser Wolfi. Sehr schön. Gut. Und das schöne krumme Ei da. So, so. Ich fällt das nicht so fest auf, dass wir auch ein bisschen zu viel abgeschnitten haben. Nicht so fest. So, und hinten lasse ich das, glaube ich, wirklich einfach so. Da kann man natürlich dann auch noch schreiben, wenn man will. Was sind das da für Fussel? So, und der Topf gefällt mir. Doch, ja, ich finde es schön. Ich finde einfach, da fehlt irgendwie noch etwas. Irgendwas könnte man doch dort noch, oder nicht? Das ist einfach so ein Kreis. Zum Beispiel. So, oder irgend sowas. Mal schon probieren. So, ist das zu gross? Oder so? Oder ist das zu klein? Keine Ahnung. Ich probiere mal mit dem. Komm. So. Oder eben sogar so. Das will ich dann schon gerade her. Oder nur das? Nein, ich glaube, ich mache es so. Ja, aber dann machen wir auch noch ein bisschen blau. So. Oh nein. So.
So, eine Karte mit Karten, das finde ich doch toll. Ich finde es schön, mir gefällt das. Und vor allem, wow, hallo, Platz, ich brauche Platz. So, vor allem passt doch das wunderbar da rein. Wahrscheinlich eher so. Ah nein, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. So. So. Uff, und das da ist unser Buchzeichen. Und das ist unser Kärtchen für da drin. Jetzt alle Sachen konnte ich natürlich nicht machen. Für das hat es auf jeden Fall nicht gelangt. Ich werde dann das selber noch ein bisschen basteln und euch mega gerne in einem nächsten Video noch zeigen, was ich noch gemacht habe für da drin, dass dann das auch vollständig wird. Und wenn ihr das auch sehen wollt, dann könnt ihr ja ein Abo da lassen. Dann verpasst ihr es nämlich nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!